Hi, grüß euch, servus und habe die Ehre. Stellt euch vor, ihr habt Geburtstag gehabt. Am 25. Geburtstag gefeiert und ich war an dem Tag bei meiner Familie drüben mit der Dani. Dann ist noch ein Fotokumpel gekommen, der Berni. Und haben wir gesagt, wir fahren nach Burghausen. Burghausen liegt genau gegenüber in der Salzach. Und das sind die sogenannten Grüben. Und da darf ich euch gerne mitnehmen, weil die Grüben, die haben ein so tolles Flair. Und da würde ich euch ein bisschen was drüber erzählen. Und ich war endlich wieder fotografieren. Und ich hoffe, es sind einigermaßen Fotos dabei rumgekommen. Und diesmal erzähle ich euch sogar was bei dem Ausflug. Genau, also viel Spaß, Leute. Schon befinden wir uns unten in den Grüben. Burghausen ist ja nicht nur bekannt für die weltlängste Burg, sondern eben auch für die internationalen Jazzwochen. Und in den Grüben unten ist die Street of Fame, wo bekannte Jazzkünstler, die in Burghausen schon gespielt haben, sich verewigt haben. Die Grüben sind geprägt durch Kunst. Es gibt sehr viele Kleinmöbel, Geschenkeläden. Es gibt Werkstattateliers, zum Beispiel für Glaskunst. Es gibt Goldschmiede, es gibt die Flügelwerkstatt, Nähservice, Textil, Antiquitätengeschäfte. Es hat einen ganz eigenen Flair. Es gibt Burghauser Antikladel. Leider sind viele Geschäfte mittlerweile verlassen, habe ich festgestellt, aber es ist immer noch ein Zentrum von Kultur, Musik, von Künstlern, wie ihr auf den Fotos später sehen werdet, das Noxoleum zum Beispiel. Es sind gastronomisch die bekannten Läden, ja, Pizzeria, Italiener, Grieche. Die traditionellen bayerischen Wirtshäuser da unten schauen aus, als ob die vor 30 Jahren schon stillgelegt sind. Es sind sehr viele alte Läden, die geschlossen sind. Hat ein bisschen so ein Flair aus den 70er, 80er Jahren. Also teilweise von den Ladengeschäften ziemlich runtergekommen. Aber es passt unglaublich zu dem Flair. Also wenn ihr da mal hinkommt, ich blende es euch später ein, die Jazzwochen. Es ist unglaublich atmosphärisch. Zum Fotografieren war es schwierig, weil keine Sonne in die Grüben reinkommt. Also es ist immer dunkel und sehr viele Fotos habe ich hochkant aufgenommen. Das ist aber einfach der Perspektive da in der engen Gasse wahrscheinlich geschuldet. Ich hoffe, euch gefallen die Fotos trotzdem. Zu den Grüben selber nochmal, man merkt einfach eine tolle Atmosphäre, da spätgotisches Mittelalter, verlassene Ladengeschäfte, Wirtshäuser, gefühlt aus den 70er Jahren, verrostet, runtergekommen auf moderne Jazz, Musik, Künstlerwelt. Die Grüben war früher, hat sie das die Grüb genannt, die Grube, ist zurückzuführen 1225, ungefähr 1300. Also schon sehr, sehr alt, war früher das Überflutungsgebiet von der Salzach. Ich zeige euch am Ende die ganzen Fotos nochmal kommentarlos, ohne Hintergrund und hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß. Mir hat sehr viel Spaß gemacht, mal wieder zum Fotografieren. Werde jetzt wieder öfters machen. Also wenn ihr in Burghausen seid, wenn ihr auf Jazz stehen solltet, ist es fast ein Muss. Im März, glaube ich, sind immer die internationalen Jazzwochen. Und besucht mal die Grüben, die sind ganz versteckt. Am Fuße von der längsten Burg der Welt kommt die Altstadt. Unter der Altstadt zwischen Salzach und der Altstadt sind, wie gesagt, die Grüben. Also schaut's mir vorbei. Kann ich wirklich bloß empfehlen im Sommer. Sehr angenehm. Die Menschen ausgelassen. Jo. Also viel Spaß.